Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Servus, ich bin der Mike und mit mir im virtuellen Studio der Corby. Hallo, hi. Servus, grüß dich. Wie geht's dir denn, Corby? Ja, hervorragend. Vor allem, wenn wir immer so exklusive Sachen machen dürfen. Ja, und wenn wir über die schönste Zeit des Jahres sprechen dürfen. Weihnachten, na Schmarrn. Das Hardline Filmfestival, wir freuen uns. Wer uns schon seit längerem verfolgt, der weiß, dass wir das ganze Jahr über immer wieder über das Hardline reden. Wenn es Hardline ist, dann werden wir da vorher, währenddessen, nachher ständig berichten. Und auch dieses Jahr ist es wieder soweit. Wir haben vom Veranstalter, vom Flo, die Erlaubnis bekommen, 4 Filme heute anzuteasen und ihr seid bestimmt alle schon ganz heiß drauf, aber wir lassen eigentlich noch ein bisschen zappeln, weil der Mike hat mir verraten, dass bereits die Scary Movies über Filme reden durften und Mike weiß ganz genau, welche das sind. Ich weiß aber total genau. Total genau. Und das Einzige, was ich vorher noch sagen kann, ist, bevor wir es nämlich vergessen, das liegt bei uns nämlich in der Natur, dass wir das gerne tun. Das Filmfestival wird vom 10. bis 13. April im Ostentor-Kino in Regensburg stattfinden. Wer sich denkt, Filmfestival, das die ganze Zeit irgendwie da meinen Hintern in einen Kinostuhl platzieren und tagelang... Ja, genau. Hat er recht. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, uns persönlich zu treffen. Ja. Yeah. Und mit uns Bier zu trinken, indem ihr uns ein Bier ausgibt. Richtig, weil sonst haben wir keins. Das müssten wir so umeinander stehen. Wir sind natürlich wieder Medienpartner dieses Jahr, was uns sehr gefreut und wo uns noch mehr verbunden fühlt mit diesem wunderschönen Festival, mit diesen wunderschönen und tollen Menschen vor Ort. Und ja, jetzt ist es nicht mehr lang. Jetzt meine ich, hau mal rein. Nicht, dass die Leute jetzt meinen, da mir zerfließt mir jetzt dann vor lauter Liebe da. Ja, verzeih mal, was hat Scary Movies schon angekündigt? Also Scary Movies hat jetzt einmal angekündigt, was cool ist, und zwar abrupto. Sagt mir jetzt so überhaupt nichts, nur ich habe dann die Besetzungsliste gesehen mit Sid Haig, den wir mir alle kennen als Captain Spaulding, Robert Englund, den wir mir alle kennen als Freddy Krueger und Jordan Peele, den wir mir alle kennen als Regisseur von Get Out. Yes. Genau. Und Us. Und Nope. Us und Nope, genau. Und die spielen da mit. Und da war ich eigentlich schon, ja, das war schon verkauft, das Ding. Vor allem, glaube ich, war sogar ein Sid Haig sein letzter Auftritt in einem Film. Und ja, ist vielleicht auf das dann vielleicht noch so ein Zuckerl, wo man sagt, ja, war ein cooler Genre-Schauspieler und das war jetzt dann sein letztes Aufbäumen vor der Kamera. Ist dann, glaube ich, recht schön zum Singen. Dann haben wir mir einen Film, der heißt Devils aus Korea. Dann haben wir mir einen Film, den wir mir schon gesehen haben, Corby, und zwar Vampire Zombies from Outer Space. Ach, da schau her. Nein, Vampire Zombies from Space, nicht Outer Space. From Space, ja, From genau. Space. Die wir mir, ja, wie gesagt, empfohlen haben schon in unserer Fright Nights Folge. Ein ganz toller Independent Liebeserklärung an das Science-Fiction- und Horror-Kino der 50er und 60er Jahre mit ganz viel Augenzwinkern und Thomas-Charme mit dabei. Aus Kanada. Aus Kanada, richtig. Und dann haben wir noch einen Code, und zwar den Sayara. Das ist quasi auch gleich die Überleitung zu unserem Director Spotlight dieses Jahr. Das begleitet wird vom Can Evrenol, den türkischen Regisseur. Und wie wir alle wissen, ich mag jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber wir wissen alle, dass das Director Spotlight immer 3 Filme inne hat von diesem Regisseur. Und zwar haben wir jetzt quasi einen teasen mir an. Genau, und dann bleibt noch einer übrig. Aber wer den Regisseur kennt, der kann sich dann wahrscheinlich schon denken, was das sein wird. Corby, was haben wir denn mir gehabt? Hast du irgendeinen schon mal dir rausgesucht, wo du sagst, das ist jetzt der Film, von dem ich 4, den wir mir ankündigen dürfen, der dir am meisten bockt?
der mir am meisten packt, dann ist es wahrscheinlich vom Chet Archibald, der Film It Feeds. Und das wird hier bei uns eine Deutschlandpremiere. Ich weiß nicht, ob du weißt, um was es geht. Ich erklär's da. Bitte. Du machst es immer so schön mit den Inhaltsangaben. Schon, gell? Also stellt sich jetzt nur 5 Minuten darauf ein, dass ich jetzt nur labern werde. Bitte. Und zwar die Therapeutin Cynthia Winstone, die hat eine besondere Fähigkeit und die kann buchstäblich in die Psyche ihrer Patienten eintauchen und dort ihre Ängste und Traumata sehen. Das Ganze ist betitelt, zumindest vom Hardline, als Insidious für Erwachsene. Ich habe bei Insidious schon, also ich weiß nicht, an was du da immer denkst, aber für mich ist immer die ausschlaggebendste Szene das, wenn der eine in die Kamera schaut und von hinten dieser Dämon so vor Vieri blitzt. Ja. Und ich glaube, auf was Ähnliches können wir uns da einstellen. Es ist psychologischer Horror. Wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt erst seit Smile 2 tatsächlich mal einen guten Film gesehen habe, der sich mit psychologischen Horror beschäftigt. Und der Rest ist meistens so, aber Insidious hat mir schon sehr gut gefallen und deswegen freue ich mich da auf It Feeds. Aha. Für mich klingt das rein von der Inhaltsangabe schon so ein bisschen nach Frauen-Action und Heldinnen-Saga. Und da freue ich mich drauf. Oh Gott! Ich hätte eher was anderes aus. Eher so Jumpscare-Grusel. Vor allem, wenn ich dann hier noch in der Beschreibung, die wir mir vom Hardline gekriegt haben, jetzt einfach, muss ich schnell ausschauen, das Sounddesign muss der absolute Wahnsinn sein und so. Also, ich glaube eher, dass wir uns einfach so eine Jumpscare-Geschichte einstellen können. Und im Hardline doch nicht. Ich glaube schon. Und dieser Chet Archibald, der ja auch schon ganz oft Gast im Hardline war und von dem wir ja schon ganz viele Filme gesehen haben, der auch schon mal Director Spotlighter im Festival war, ist ein total netter Kerl, auf den freue ich mich auch, der wird wahrscheinlich wieder vor Ort sein. Und der hat sich mit seinen letzten Filmen ja so dermaßen gesteigert, dass ich sage, ich bin jetzt wirklich gespannt, was sein aktueller Film kann. Er hat einen großen Namen dabei, und zwar die Ashley Greene aus der Twilight Saga. Und also, und ich weiß nicht, ob du diese Bilder angeschaut hast, die uns der Flo zur Verfügung gestellt hat. Ja. Da ist ja ein Bild dabei von so einem Dämon, oder schaut zumindest so aus. Ich sag ja. Leck mich am Arsch, das schaut schon mega aus. Also ich versprich mir da wirklich ein cooles Schocker-Gruselfest. Insidious lässt grüßen, da die sagen. Da die auch sagen. Also ich glaube, dass der Vergleich gar nicht hinkt. Gut, du hast ja vorhin schon über Girl with No Mouth gesprochen und Mike, um was geht's denn da? Girl with No Mouth, das ist jetzt quasi auch der nächste Film vom Jen Evrenol. Der ist ja der zweite Film vom Director Spotlight. Da geht's um eine Gruppe Kinder in einer postapokalyptischen Welt. Und die Kinder werden mit Deformationen und Mutationen geboren. Die werden gejagt von gnadenlosen Jägern. Die werden gejagt von Jägern, das ist auch ziemlich cool. Die mächtige Corporation, die die Kids auf den Hals hetzt. Warum und wieso, keine Ahnung. Aber es wird schon mal da geredet von Goonies in einer Mad Max-Welt. Und da bin ich eigentlich schon fast verkauft. Also das ist jetzt, wo ich sage, ja, erinnert mich ein kleines bisschen an, jetzt, Corby, wie hat die Serie gekostet auf Netflix mit den Tieren, wo die Kinder die Tiere irgendwas mit Tooth? Sweet Tooth, genau. Ja. So hört sich das ein kleines bisschen an. Nur ich glaube, dass das der gründige Variante wird. Also es hat schon geheißen, postapokalyptische Variante mit einem Hauch von Wizard of Oz und mit Horrorelemente. Also ich glaube, dass das jetzt nicht familienfreundlich wird, das Ganze. Und auf den freue ich mich auch schon sehr. Ich bin vor allem gespannt, wie viel da geredet wird in dem Film. Warum? Girl with No Mouth. Ja, aber das ist ja nur ein Dirndl, das nichts sagt. Das sind ja nicht der whole cast with no mouth, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht geht das mehr in diese Stealth-Richtung und sie muss die ganze Zeit nur schleichen, muss sie verstecken und keine Ahnung. Okay. Ja, aber wir werden sehen. Die Goonies trifft auf Mad Max, das ist schon irgendwie ein verrückter Mix. Nein, eigentlich nicht. Weil wenn du sagst, also ich habe auch so Vibes gehabt von Turbo Kids zum Beispiel, weil da ist ja auch so, dass die lauter so Kids sind, die sie ja da in dieser Postapokalypse den bösen Mutanten, hätte ich fast gesagt, den Obermufti entgegenstehen müssen und so. Also vielleicht ist das ja dann auch so diese Richtung. Also mit Goonies ist wahrscheinlich diese Gruppendynamik geworden zwischen den Kids, die deformieren, und Mad Max ist wahrscheinlich, weil da mit dieser Postapokalypse und die müssen wahrscheinlich denen entkommen. Ja, ich kann mir das jetzt so vorstellen. Aber der Flo, der sitzt jetzt bestimmt da und hört das und lacht sich und sagt, ganz anders ist. Ah,
Wissen wir denn schon, wann der kommt? Weil normalerweise ist ja immer dieser Samstagabend-Slot, das, wo der Flosi meistens denkt, jetzt gib ich euch mal was. Na, das weiß ich jetzt nicht. Aber das klingt eher so nach Sonntagmittag. Kann unter Umständen sein. Ja. Also weiß ich jetzt nicht, weil weiß ich nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Beim anderen Film kann ich das sagen, wann der laufen wird, aber bei dem gerade jetzt nicht. Ich rede jetzt einfach mal über den nächsten Film. Ja. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du gleich sagen wirst, Mann, warum stellst du den vor, das wollte ich. The Behemoth, Cosmic Horror mit Lovecraft-Vibes. Und es geht um Ryan und Rebecca, die einen entspannten Urlaub in einer abgelegenen ländlichen Region verbringen wollen. Und als ihre harmlose Auszeit beginnt, ja, da verwandelt sie das Ganze in einen Albtraum, weil sie stoßen auf eine düstere Sekte. Und diese Sekte, die heißen Servants of Blood, die haben ein finsteres Ziel. Und zwar, du wirst es schon erahnen, Mike, das ist eigentlich der Lieblingsmotto in allen Filmen. Die wollen einen uralten Gott erwecken, der das Ende der Welt einläuten soll. Und Cthulhu gefällt das. Genau, Cthulhu gefällt das. Oh Mann, jetzt stellst du den vor, dem wir die vorstellen. Ja, von Kai Edmund Bogatsky, der anscheinend den Film Scars of Xavier gemacht hat. Weiß ich, kennst du den? Den habe ich bei uns schon mal besprochen. In einer von unseren ersten Folgen. Ach, das ist ja schon 100 Jahre her. Es ist wirklich schon lang her. Ich habe mit dem Herrn Bogatsky, Grüße an der Stelle, falls er uns hört. Glaube ich nicht. Aber wenn er uns hören sollte, dann gehen Grüße raus. Mit dem habe ich schon Zeit Kontakt, eben damals schon zu Scars of Xavier Zeiten, weil ich gesagt habe, hey, hau mir da ins Grüne rüber, mehr hätte ich gern sehen, weil deutsches Genre-Kino kriegt bei mir immer eine Chance. Und der Film war ja dann auch sehr stark. Genauso war es jetzt eben auch mit The Behemoth, dass ich ihm schon geschrieben habe, hey, wenn du da mit Bewegtbild hast, darf man uns gern anschauen. Wir als Podcast darf man das unterstützen, gern besprechen. Und dann war es wieder so, dass ja im Hardline immer diese Sektion deutsches Kino eigentlich geben würde, wenn denn dann würdiges deutsches Kino zur Verfügung steht, das der Flo programmieren kann. Und dann lese ich da bei Facebook, dass der Film vom Herrn Bogatsky fertig ist und ist in der Post-Production. Dann habe ich nichts Besseres zum tun, dass ich dem Flo schreibe, hey Flo, ich hätte eventuell einen coolen deutschen Beitrag fürs Festival. Dann sagt der Flo, oh cool, hau mich bitte her. Dann habe ich den Kontakt hergestellt und dann heißt es kurz drauf, ole ole, wir haben einen deutschen Beitrag. Also, ich freue mich da sehr drauf. Das Thema allein schon spricht mich total an. Ich freue mich auch, dass wir den Herrn Bogatsky kennenlernen dürfen. Der kommt natürlich, ich glaube, das ist jetzt auch sogar die Deutschland- oder vielleicht sogar Weltpremiere. Ich weiß nicht, was steht. Weltpremiere sogar. Sehr, sehr cool. Ja, super. Also, ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir auch dieses Jahr wieder eine Podiumsdiskussion auf DC. Weil, wie gesagt, da ja die letzten Jahre das ein bisschen schwierig war, das zum Organisieren. Und jetzt, da dieses Jahr der Herr Bogatsky auch anwesend ist, kann es vielleicht sogar zu einer Podiumsdiskussion kommen. Ich darf mich sehr freuen. Und auch dann bei unseren Interviews am Samstagvormittag freue ich mich auch schon einige Fragen zum Stellen. Also ich freue mich nur. Ja, ich sag doch, das ist so ein Film, da wirst du dann sagen, Mensch, warum hat jetzt der Corby den vorgestellt? Aber du darfst doch bei mir alles da, Corby. Ich bin ja doch nie bei für irgendwo Space. Okay, sehr schön. Das freut mich. Ich muss ein bisschen gröber werden, habe ich schon gemerkt. Wollig. Aber ich muss echt sagen, ich freue mich schon sehr drauf, weil bisher alles, was irgendwie nach Lovecraft gerochen hat und beim Hardline spielen durfte, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sag nur, wie hieß er? Off-Season. Off-Season. Nein, Out-Season, ich bin mir ziemlich sicher. Da stehen wir ja da mit so einem tollen Engagement, stehen wir ja da sogar hinten drauf, gell, auf der Blu-ray-Hülle. Haben wir es sogar geschafft. Ja, müssen wir uns anstrengen, dass wir dem lieben Kai Edmund verfolgen, solange bis wir auf der Blu-ray draufstehen werden. Das stimmt, da gehen wir ihm so lange auf den Senkel, dass er sagt, bitte schreibt's irgendwas hin, Hauptsache her vor euch nichts mehr. Halt auf Bayern fahre ich nie mehr zu den Affen. Ja, das vierte, das wir halt ankündigen dürfen, ist wieder eine Deutschland-Premiere. Ja. Und Mike, ich überlasse dir hiermit die Bühne. Und zwar haben wir jetzt da, weil du da die Zeiten wissen wolltest, jetzt haben wir den Eröffnungsfilm. Und zwar mit dem Titel The Moor. Genau. Und da geht es quasi darum, dass in den 90ern 9 Kinder entführt werden. Und 25 Jahre später kommt der Täter wieder aus dem Gefängnis raus. Aber von den Opfern fehlt noch immer jede Spur.
Und der Vater, eins der Opfer, sucht auf eigene Faust in einem nahegelegenen Moor nach die Überresten von einem von seinen Kindern. Genau. Und wo es dann da rauskommt, bin ich dann sehr gespannt, weil es so eine Geistergeschichte ein wenig sein, es soll ein fieser Slowburner. Wie ich das jetzt so gelesen habe, ich schaue nämlich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade für diese Aufnahme eine Pause gemacht und schaue mir den Red Rooms an. Und da ist ja auch so ähnlich mit Gerichtsdrama und hin und her. Und wenn ich da fieser Slowburner lese, habe ich jetzt da diese Vibes von dem Red Rooms ein kleines bisschen. Und da ist ja dann auch wahrscheinlich bei dem Film so, dass der jetzt ganz gemächlich starten wird und dann immer mehr abdriftet und hat so Elemente jetzt natürlich auch passend so True Crime-mäßig, Mystery, Folk Horror und Geisterelemente. Und wenn ich dann lese, dass noch so Found-Footage-Elemente mit dabei sind zusätzlich, dann hat mich der Film eigentlich schon bei die Eier. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ding. Found-Footage-Elemente hat das Ding auch noch. Ja. Vor allem, da habe ich bei den Bildern mich irgendwie an 2001 Odyssee im Weltraum erinnert gefühlt. Okay. Weil wir ja einmal diesen großen schwarzen Stein da gesehen haben. Da gibt es irgendeinen Fachbegriff. Monolith. Dankeschön, Internet. Bitte sehr. Da sieht man so einen schwarzen Monolithen irgendwo im Moor. Und da habe ich mir schon gedacht, ob das irgendwie eine Verbindung da in Richtung Odyssee im Weltraum ist. Aber ich bin sehr gespannt. Da höre ich jetzt wieder, weil ich diesen Film jetzt auch noch nicht gesehen habe, diesen 2001 immer noch nicht. Tatsächlich, ja. Der steht auf meiner Most to Watch Pile of Shame, muss man sich listen, weil ich den noch nie gesehen habe und ja, der allgemein hin als Klassiker gilt vom Stanley Kubrick, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt sowas sehe, eben wie diesen Monolithen da, dann habe ich eben diese Folk-Horror-Geschichten im Kopf. Also ob jetzt das mit Aliens was zum tun hat, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Weil, jetzt weiß ich nicht, ich habe mir jetzt auch nicht auf die Suche gemacht nach einem Trailer oder so. Hast du zu irgendeinem von den Filmen einen Trailer gesehen? Nein, ich habe mir einen alles gehalten, was wir vom Hardline beigesteuert bekommen haben. Und das waren Texte, Bilder und unsere Fantasie. Oh, und einen lachenden Flo, der dann irgendwann sagt, ich hab's nur Kass verzeiht, das wird jetzt alles ganz anders. Haben wir nicht schon einmal, zweimal gehabt, die war da nicht so, gell? Aber das liebt er ja so. Und auf jeden Fall ist das ein britischer Film, oder? Britischer ist das, oder? Chris Cronin könnte ein britischer Film. Großbritannien, genau. The Moor, also ich bin verkauft und ja, da haben wir es wieder, Rechteinhaber Raven Banner. Haben wir ja im Hardline sehr, sehr oft und die zünden meistens. Also Raven Banner, schön. Bin ich dabei. Wie schon gesagt, ich freue mich am meisten auf den Monolithen im Moor. Ich finde es sehr witzig, dass du sagst, dass das was mit Aliens zu tun hat. Und deswegen schreibt in die Kommentare, dass der Mike sich endlich mal 2001 Odyssee Weltraum anschauen soll. Ja, das gemeint, das hat was mit Aliens zum Tauschen, ja. Nein. Verdammt. Ich kann nicht alles kennen, Corby. Aber guter Versuch. Ich muss mal wieder mal Toxic Avenger 4 oder 5 oder 6 so schauen oder sowas, da habe ich keine Zeit für so Klassiker wie 2001. Ich merk's. Ja, das waren die 4 Filme, die wir ankündigen durften. The Moor, dann The Behemoth. Sag ja. Ich habe das letzte Spiel erkannt, das heißt Behemoth, okay. Girl with No Mouth und It Feeds. Und die nächsten Filme werden von den anderen Medienpartnern dann angekündigt. Deswegen folgt's nicht nur uns, sondern auch den anderen. Aber Hauptsache folgt uns, das ist dann auch schon mal gut. Und natürlich auch dem Hardline folgen. Wenn ihr euch jetzt denkt, Hardline, Gott sei Dank haben sie es früh nur gesagt, jetzt können wir meine Festivalpässe holen. Ihr seid ein bisschen spät dran, leid. Ja, die waren innerhalb von 4 Minuten oder 5 Minuten waren es ausverkauft, oder? Weiß ich nicht, aber sagen wir mal, ihr könnt euch auf jeden Fall mal den Newsletter dann abonnieren, dann wird's rechtzeitig normalerweise und hoffentlich darauf hingewiesen, wann es soweit ist. Ja, oder es macht sich ganz einfach, es geht zu dem Ding dazu, zum Off-Stream-Cinema-Verein. Dann kriegt ihr nämlich immer ein passender E-Mail und das habt ihr nämlich dann Vorverkaufsrecht auf diese Karten, wo ihr euch dann 2 kaufen dürft.
Und es tut natürlich auch noch was Gutes für die Filmkultur und fürs Festival natürlich. Und ich habe jetzt gerade noch gelesen, weil die nächsten Filme werden jetzt quasi vom Neon-Zombie angekündigt, der auch wieder vor Ort sein wird und uns seine Kamera wahrscheinlich wieder ganz brutal unter die Nosen halten wird. Und da freue ich mich natürlich auch. Und ich bin gespannt, was dann dieser Herr alles im Portfolio hat. Und was natürlich dann das Hardline selber noch ankündigt. Ja. Und ihr müsst nicht verzagen, ihr könnt euch immer nur für jeden Film Einzelkarten besorgen. Mhm. Ich glaube, Tagestickets wird es auch noch geben, aber das weiß der Flo besser wie wir. Schaut auf die Homepage vom Hardline, da kriegt ihr die News aus erster Hand. Und weiß ich nicht, Corby, müssen die Leute sonst noch was wissen fürs Festival? Was zum Essen gibt's? Ach so. Ja, Weg Amy ist wieder da. Ich hab mit ihr schon geredet in der Klassenfahrt, sie ist wieder am Start und ich hab die wahnsinnig guten Schnitzelsemmeln bestellt. Also, da ich davon ausgehe, dass wir höchstwahrscheinlich nochmal eine Ankündigungsfolge machen zum Hardline. Nochmal? Bist du des Wahnsinns? Ja, das ist ja ganz verrückt, gell? Das haben wir. Hotelzimmer kriegen wir gar nicht zahlt. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Nur die letzten 3 Mal. Also von dem her, es kann passieren, dass der Flo sie auch in unserem Podcast verirrt und dann vielleicht ganz exklusive Infos dazu nochmal. Okay, dann machen wir es. Also lassen wir einen Chef selber reden. Ich kann es euch nämlich schon sagen, und zwar haben wir in die Walex eingeladen zum nächsten möglichen Termin und der wird dann als Gast bei uns sein und wie der Kabi schon sagt, der hat dann noch den nächsten heißen Shit am Start. Yes. Von dem her dann schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Schreibt's in die Kommentare, wer von euch dabei ist. Der kommt nämlich dann auf unsere Gibt uns Bier aus Liste. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon tierisch aufs Festival. Wir freuen uns auf die ganzen Leute, dass wir euch wieder singen, auf coole Filme, auf tolle Regisseure. Und Mike, weiß ich nicht, was gibt's sonst so zum Sagen? Ja, ich freue mich auch ganz stark auf die Leute eben wieder vor Ort, weil das Hardline ist ja jetzt ja ein Familientreffen. Dieses Jahr schon das 12. Mal und ja, schön. Ich freue mich und ich freue mich auch, wenn wir Leute von unseren Hörer treffen, wenn euch kommen und sagen, hey, wir kommen nur wegen euch. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt. Also auf jeden Fall der beste Podcast von Ringsburg und Umgebung, oder? Ja, von ganz Bayern. Ach so, unbedingt von der ganzen Welt. Ach so, ja. Was macht die? Das ist ein verzwickeltes Zwickmühlchen geworden mittlerweile. Oh Gott. Danke für die Aufmerksamkeit. Servus und habe die Ehre. Adieu.